Voilà, die Damen und die Herren, ich begrüße euch am Namen von Martin Hansen, von Claude Wissler, an mir selber von der CSV-Fraktion, an der CSV als Partei herzlich zu dieser Pressekonferenz von der CSV über den Logement. Ihr wisst, dass wir zu Lützeburg mittlerweile ein ganz hohes Armutsrisiko haben. Ihr wisst, dass wir zu Lützeburg explodierende Energiepreise haben. Ihr wisst, dass wir zu Lützeburg eng übermoße steuerliche Belastung haben, besonders von der breiten Mittelschicht. Und ihr wisst auch, dass wir mittlerweile absolut Rekorde schlagen im Niveau von den Wohnungsbaupreisen. Das ist eigentlich alles Ernstes angetreten, wie 2013 von Blau-Rot-Grün annonciert, ob diesen, wie ich gesagt habe, ganz wesentlichen Gestaltungspunkte von der Lützeburger Politik. Im Niveau von dem Logement haben wir die höchsten Preise, die das Land je gekannt hat. Preise haben sich seit 2013 bis jetzt carrément verdoppelt. Von denen viel angekündigten gebauten Häuser und Wohnungen, wie die früher Logementsminister Maggie Nagel, der 2014 angekündigt hat, wir bauen 10.000 Wohnungen, als sehr wenig übrig geblieben. Der Fonds de Logement und der HPM mit allen Erfahrungen, diese Gemerken sind an den letzten Jahren am Durchschnitt auf rund 100 Wohnunitäten pro Jahr für ein Einzel kommen. Das geht nicht durch. Wir brauchen dafür eine andere Gestaltungspolitik von der Logements zusammen eine Wohnungspolitik. Und dafür haben wir eine Reihe Proposen, ihr schaut vorzustellen. Das wird machen einerseits der Marc Lies als wohnungspolitischen Sprecher von der CSV-Fraktion, als ein Deputé Maire von Hesbach, an den do eng viel langjährig praktische Erfahrung auch dran hat, neben seiner Chamberserbecht. Und dann einerseits haben wir das hier echt offiziell Pressekonferenz als neu gekürten Parteipräsidentin von der CSV, Elisabeth Mark, wird dann auch die von der jungen Generation auf das ganz wichtige Politikfeld weist. Dafür kreiert zwei Wort an Herrn stehen Sie selbstverständlich für weitere Fragen zur Verfügung. Merci Gilles für das Wort. Wie unser Co-Fraktionspräsident schon gesagt hat, der Wohnungsbau ist ganz wichtig, aber auch ein Sujet, den momentan, was die Preisgestaltung angeht, ein ganz problematisches Sujet. Als CSV-Fraktion haben wir in den letzten Jahren aktiv auch in dieser Problematik geschafft, mit einer Reihe von Proposen. Wir haben nicht mehr wie 19 Motionen an der Chambre deposiert, 5 Propositionen de loi gemacht, aber auch aktiv bei der Gestaltung vom Pakt Logement 2.0 geschafft, Amendementen herangereicht, wie gesagt, Opposition als Opposition. Egal wie, wo da ist in den letzten Jahren immer gelegen, für pragmatisch zu schaffen und dann noch zu gucken, für die Regierung tanzerischen und dann eben Auswühen von der Problematik, die dann auch können durchzulehren. Wie Gilles Rodet schon gesagt hat, die Wohnungsbaupreise sind durch den Plafond gegangen. An den letzten Jahren konnte man von Seite von der Regierung, sowohl von dem Logementsminister, von der Innenminister schon immer gesagt, die Gemeinde, wir brauchen nicht dafür effektiv bei der Offer von erschwinglichen Wohnungen aktiv mitzuhelfen. Ich meine, die kannst du als Ausspruch und Wirklichkeit klaffen da aber ganz weit auseinander. Ich habe just gesagt, den Pakt Logement 2.0, wo auch der CSV aktiv mitgeschafft hat mit Amendementen. Wir stellen heute fest, dass effektiv am Platz, dass es mir sehr viel geht, sind zusätzliche Hürden am Kader vom Pakt Logement 2.0 mit abgebaut, gehen die Gemengen extrem schwierig machen, wie überhaupt nach Gestaltung von neuen PHP, das heißt, für neue Wohnungen mehr sehr können zu bauen, als heute viel mehr kompliziert mit eben dem Pakt Logement 2.0, mit dem neuen Gesetz über das Aménagement kommunal, den du dann auch en Platz gesetzt ging, als erschwert für Wohnungen umzusetzen, erschwert für erschwingliche Wohnungen umzusetzen. Und das haben wir schon von Anfang an kritisiert. Wir kritisieren das durch die letzte Monate. Am Hertiger schnellstmöglich statt Heiruna geschafft wird, geguckt wird, für eine Evaluation davon zu machen, weil die echten Resultate, Negativresultate, die Gesimer Plan von den Gemengen, dass das einfach an der Praxis nicht kann funktionieren. Auch ein Innenminister, die da sieht, lebt Gemengen, die muss mich machen, die sollte mich machen, wann die Gemengen da machen. Dann ist es aber leider so, dass auch bei der praktischen Umsetzung, dass dann Novell auch von dem Akt de Vente geht,
dat man am Innenminister dann blockiert fir Akten fir de ze validieren, ze approuvieren. Et schenkt man so als gif Madame Innenminister Gesetzgebung rund Detologement, als gif se den net kennen, sos gif se ha filmmi schnell agieren an noch de Gemengen Validation und Approbation zu verschiedenen Akte ginn, Schwetzen ha segener Erfahrung und er do an den nächten Dich artikuléiert, dat wann et drum geht fir schnellstmöglich umzusetzen, da muss effektiv Jidfried mat schaffen, dat sowohl den Innenminister, de Logementsminister, eng Innenminister, wo man auch immer drauf werden, wie dann effektiv mat der Reform von der Grundsteuer weitergeht, da sind wir gespannt, wat an die nächsten Meter noch weiß wer zukommen. Für den Logementsminister zu kommen, die genau derselbe steht wie die Innenminister, wo es darum geht, mehr schnell an mich sehr dann erschwingliche Wohnungen auf den Markt können zu bringen. Auch hier mit der Reform vom Nenger 7. Gesetz also wirklich ganz problematisch. Das gesagt man momentan echt nur aus als giften Logementsminister a Platz pragmatisch mat Gemenge wollen zu Summe zu schaffen, echt enger Mündischung von der Gemenge schaffen, weil von Facilitation von den Prozeduren eng Entschlackung von den Prozeduren do immer effektiv net allzu viel. Et geht nach mir kompliziert, geht nach mir komplex beim Bau von erschwingliche Wohnungen, auch mat der Reform vom Nenger 7. Gesetz über Detologement, dat bringt das nicht fair und an so kann es nicht ziehen. Iwer die Lächt meint, wie schon ugekönnecht huet CSV-Fraktion eng sellechen Proposen gemacht an diesem Bereich fir méi offer am erschwinglichen Wohnungsmat fir déi können zu erfreieren, notamment mat der Schaffung vun enger Societäit My Logement, die effektiv als Baufördergesellschaft auch Klasgesät ginn, fir all Akteur Mat können ze hëlle vun alle goten de sozialen Akteuren, die erschwinglich Wohnungen bauen, dat aber auch notamment fir d Lokaioun, weil am Bereich der Lokaioun dommer haut die gréessten Probleme an da muss man schnellstmöglich etwas machen, Platz dann aber méi Hürden opbauen, soll eng Entschlackung vun der Prozedure kommen, dofir Propos echtens. Dat eng Vereinfachung von den Prozeduren muss umgesetzt gin fir mich schnell können Bauprojekte auch innerhalb von Perimeter für die können umzusetzen. CSV-Fraktionen dann die nächste Main. Wie oft habe ich gewiesen, dass am Kader vom Naturschutzgesetz dass da Anpassungen müssen gemacht gehen, wann es innerhalb vom Perimeter ist. Das muss an den nächsten Jahren unbedingt kommen, dass wir schnellstmöglich können umsetzen und nicht nach über Prozeduren fallen, die als alle guten Schwierigkeiten machen bei der Umsetzung. Eine Erweiterung vom Bauperimeter vor der CSV 20 Jahren, weil man gesehen dat Preise innerhalb vom Bauperimeter die sind nicht mit zu bezahlen, wann dem der Baugrund geht für enger schwinglich Wohnung zu bauen, also Bauperimeter abmachen, auf den Plätze wo es Sinn möchte, an Bauperimeter abmachen, dat effektiv dann auch op mans 30%, so mehr doch am Kader vom Pakt Logement 2.0 gefrot hun, dat op mans 30% von der Erweiterung da muss genutzt, die für schwinglich Wohnungen können zu bauen. Am Juli 2021 hummer mat der Gesetzpropos Erder 7056 auch eng Proposition de loi gemacht, wo anderem gangen ass, weil eben Akteur publik wie de Gilles Rodet fir Dr gesot huet as an Sperma von du Logement, die Kräen net genug gebaut. Sie machen dat wat ze können, sie machen erfahren, et geht bei weitem aber Natur, sodat man de privaten Investisseur unbedingt muss mat an Boot von den erschwinglichen Mietwohnungen mat ranhöllen, an do se ganz detailliert Proposition de loi, die am Juli deposéiert gin ass fir auch de privaten Akteur mat an dat Boot mat ranzuhole, wo anderem geht. Echtens mal, dat auch privaten dat den geholfkrit beim Bau von erschwinglichen Mietwohnungen, ich betone Mietwohnungen, nicht für den Verkauf, mit Mietwohnungen, an die ändert kloren Konditionen, wie sie sollen, müssen verlöhnt gehen, das heißt auch immer ändert erschwingliche Konditionen bei 10 Euro den Meter Carré, und dann, dass sie auch dieselbe Hilfe kriegen, dann wie den Promoteur publik. Förderungen, Subventionen, die sollen an Lut gesagt gehen von aktuell 75% bei den Gemengen auf 80%, sodass auch den öffentlichen Akteur dat méi helfen oder dabei krit. Wir sehen momentan mat verschiedenen Prozeduren, die auch von Seite vom Ministère du Logement en place gesetzt gehen, notamment mit einer Schacht, die letztes Jahr am Juli
vom Minister du Logement en Platz gesagt gin ass die Gemengen filmmi schwéier mcht fir erschwenglech Mietwohningen fir déi werden an Platz zu setzen, krit wahrscheinlich an Zukunft och Manner hëllef vom Staatwertkriterien do ganz strikt a ganz rigid sinn dürfir och hëllef det net dabei an der Schwezen Hai als praktische Erfahrung als egen Erfahrung aus der Gemeng, wo ich ganz klar gesinn, dat do Probleme sinn bei der Umsetzung. Dürfir aber auch op dem andere Weg Gestion lokativ sozial. Gestion lokativ sozial als den einfachste Weg für erschwinglich Wohnungen op dem Markt von der Lokation für die zu bringen. Auch do soll effektiv dann in privaten Investisseur die Möglichkeit kreen, über DB von der Gestion lokativ sozial Mietwohnungen op dem Markt können zu bringen. Das können zum Beispiel auch in Zukunft Entreprise sein, wie ein Entrepreneur, wie Handwerker, die momentan kein Leute mehr an der Großregion fanden, von eben Leute, von mir weit Fachkräfte, mir weit hier Plötzebus kommen, für heute zu schaffen, die kommen nicht dahin, weil sie einfach die Lebenshaltungskosten, notamment de Logement, überhaupt nicht mehr können bezahlen. Auf die Wert kann man nicht eigentlich an der Geschichte zurückgucken, wie das an der Zeit mal einen großen Stahlbetrieb gemacht wird, dass die Wohnungen geschafft wird für seine Leute und dann dürfen wir dann aber auch dafür gesorgt wird, dass eben das Handwerk, dass der Bau, dass die Führung gefordert kann gehen. Und das ist eng von den Propositionen Klee aus dieser Proposition de Loi vom Juli 2021 an eng einer aus der auch d'Office Socio, weil notamment, wenn es um den erschwinglichen Wohnungsbau at miser Disposition geht, für dann auch die nötigen Suivi sozialer finanziert zu machen, als ein Akteur wie ein Office Sozial ändert Applikationen von einer neuen Wohn- oder Baufördergesellschaft, mein Logement beispielsweise, für du auch an Zukunft können Akteur zu sehen, für mehr erschwingliche Wohnungen können auf den Markt zu bringen. Voilà, das wäre von meiner Seite. Ich gebe dann weitergehen und Elisabeth macht, wird den steuerpolitischen Teil dann auch weiter in Evidenz setzen. Elisabeth. Wir stellen einfach etwas fest, an dass der Preise konstant an Blut gehen und dass das eigentlich auch dazu führt, dass der Staat immer mehr Resetten wird, weil der Staat auf der einen Seite natürlich durch ein Drogenregistrement, auf der anderen Seite durch TVA Annahmen hat durch die hohen Preise und die Annahmen sind proportional par rapport zu den Preisen. Das heißt, wenn Preise an Blut gehen, kriegt der Staat in Fine auch mehr Suen. Was man aber auch feststellen ist, dass auf der anderen Seite der Avantage Fiskal gar nicht angepasst sind. An der Zeit ist eine ganze Panoplie von Mesuren angefordert, die für die Leute, die kaufen, steuerlich zu entlasten. Und am Anfang sind die Avantagen halt viel mehr wert, wie dem Moment, wo sie angefordert sind. Wir haben eine ganze Reihe konkrete Propositionen zu machen, für am Anfang geholt, die Avantagen auch der Realität uns passen. Und du setzt mal den Akzent ganz klar, ob die Leute in Eigenheim kaufen, weil es an erster Linie darum geht, das zu unterstützen. In dem Sinn wiederholen wir unsere Proposition, den bürgerlichen Akt von 20.000 auf 50.000 Euro abzusetzen. Der Marquis hat eine Proposition de Loi an dem Sinn schon herabgerutscht, weil wir feststellen, dass bei den aktuellen Preisen, der Tisch von einem Drogenregistrement von 6%, an einer Transkriptionskosten von 1%, dem Monat von 20.000 Euro eigentlich überhaupt gar nicht mehr wert ist. Dabei muss ich noch bedenken, dass das ein Envelope ist, das ist ein Envelope, die ihn über sein ganzes Leben lang benutzen kann. Und am Anfang geholt hat zu die Envelope von 20.000 Euro beim ersten Kauf eigentlich schon ganz benutzt ist, während früher noch vielleicht noch beim zweiten Kauf davon profitieren. Bei den Bewiesen ist das dem Monat schon seit 2002 auf 20.000 Euro aus, das ist in das über Jahre nicht angepasst ging, trotz dem Fakt, dass die Preise so massiv an Blut gegangen sind. Die Preisproposition wäre 50.000 Euro. Was TVA Logement anbelangt, haben wir auch eine Proposition. An dem Montag gibt man auch gerne anpassen, und zwar das von 50.000 auf 100.000 Euro. Weil, wie gesagt, bis zu diesem Plafond kann von einem reduzierten TV profitieren von 3%, wenn in Eigenheim kauft. Auch heuer ist das auf der Bien gerechnet, das heißt, dem nur wenn ich Pasch hat, dann aus dem Monat auch schon ganz oft benutzt, wenn ich bis ein Haus kauft, und da kann ich nicht wirklich davon profitieren. An aufgrund von der Preissteigerung muss man diesen Plafond auch unbedingt anpassen. Weil man auch feststellen, dass auch die Heimesure am Anfang heutzutage viel mehr eine FV hat, und dann plus auch TVA nach einem Blutgang als Entretemps von 15 auf 17%. Dann haben wir auch ein Propos, was die Aufsetzung von den Schuldzinsen anbelangt. Die geben wir gerne auf 5.000 Euro pro Kap an einem Staat absetzen. Dabei muss ich auch am Kap behalten, dass für den Investisseur, den unbegrenzt kann, seine Schuldzinsen aufsetzen. Das heißt, dass das am Anfang geholt wirklich nicht absolut notwendig ist, auch den, der für sich selber kauft, ein bisschen mehr zu avantagieren.
du musst nur am Kopf behalten, der Zins wahrscheinlich schon nächster Zukunft an Blut gehen, dass das also absolut kein Fehler ist, den Monat an Blut zu setzen, an bei den hohen Preisen auch heuer plötzlich mehr hoch verschulden, an die 5.000 € am Wegschnitt zu viel ist. Dann haben wir eine Proposition, was Staatsgarantie belangt. Du kannst am Moment von der Garantie vom Staat bis zu einem Monat von 153.135 € profitieren, in verschiedenen Konditionen natürlich. Muss der sich nicht so hoch verschulden, an den Prä darf nicht den größten Montant vom Ascha decken. An dem Montant gibt man proposieren, auf 500.000 € abzusetzen. Dann noch eine laststeuerliche Mesure, was die Besteuerung von der Plus-Value belangt. Wir proposieren die reduzierten Tour, also den Demi-Tour global, so dass den sich recht nur 5 Jahre appliziert, wenn ihr bien kauft, und nicht wie im Moment nur 2 Jahre. Weil man meint, dass das auch eine Mesure ist, die als gegen helfen, Spekulationen ein bisschen anzugrenzen, also wie gesagt, dass ein Maximum von 42% dann am Anfang applikabel wäre innerhalb von den ersten 5 Jahren, erreicht nur 5 Jahre, gewinnen dann vom Demi-Tour global könnte profitieren. Dann nach etwas anderes, was man auch meinen, dass wichtig wäre, dass man eine legale Karte schaffen für neue Wohnformen. Wir haben der Last gesehen, dass das ganz belebt, dass auch besonders bei jungen Leuten Tiny Houses sind und dass aber man da auf viele Administrativhürden stoßen und da gibt man gerne auf einen nationalen Plan die Mindestsurface anpassen, die braucht, um für so ein Tiny House zu bauen, respektive auch die Möglichkeit für gewisse Zonen auszuweisen, an denen so Tiny Houses kann bauen. Und dann zum Schluss nach einer Mesure für die Lokatieren, wo den Mietzuschuss aus 2020 angepasst gehen. Aufgrund von den aktuellen Preisen meinen wir, dass den auch nachher anpassen. Und da haben wir dann Propositionen gemacht für 20% den maximalen Montanfang an Blut zu setzen. Das sind alles Mesuren, hauptsächlich steuerlich, die auch ein bisschen der Inflation von den steuerlichen Mesuren, auch die wir hier konstatieren, entgegenzuwirken. Voilà, ich stehe zur Verfügung für Fragen.